Des Partner vu Venio SRL präsentéieren d'Automotorshow. Peugeot as eng Mark die wees iwwerzeechen. An lo mir och die neiste Version dem 500 am Test. An der Techt de 500 as och lo mat Hybridundrift ze kreien, a wat alles so animstecht, dat kokommer lo. E Lengshow beim Optriden zieht dëse schicke Kombi aus der Mittelklasse durch sein dynamisch a sportlichen Design vun der Karosserie de Blick op sich. An et Schwez so alles bannen wie Basen fir desen 4,70 Meter Längen vun de 100R SW GT-Line Hybrid. Dës nei vun de 100R Generation kommt schon an engem vun unserem Test vu fir Drun Punkte sammeln. Also lo an der Version Plug-in Hybrid nachmol de Spers an d'Effizienz verbannen. Vis-à-vis dem 500R Benziner oder dem 500R Diesel ënnerscheet sich unser Testauto de 500R SW GT Line Hybrid optisch och nëmmen durch de Schriftzug Hybrid, Mallendeckel, an op denen zwei Seite vom Auto, sowie zusätzlich op der Chauffeurseite Tankdeckel, an dem sich der Stromuschluss verstoppt. Und plus wär unser Testmodell an der GT-Line an dat mat verschieden zusätzliche Komfortfunktionen an Sicherheitsassistenten. Mech bei Peugeot ëmmerem iwwerzecht ass sein iCockpit mat dem héich positionierten Digitaltacho, dem Klängevolant an dem an der Mittelkonsole placéierten Touchscreen. A richtiger Sitzposition huet den de perfekten Iwerblick an den digitalen Tacho bit vill verschieden Infon un. Och iwwer den Touchscreen ass gut zu schaffen, zudem können hai verschiedene Funktionen wie Ersteierung vun der Spruch gewählt oder konfiguriert ginn. Dorinnner steht de klenge Piano mat silbernen Tasten, a mat denen noch verschiedene Funktionen wie Navi erstelle kann. Verschiedene Plätzen fir Appppes hinzelehen kommen noch gut dünn, sowie de Platz fir de GSM ënner der Mittelkonsole. Trotz senger sportlicher Form vu Karosserie bitte 500R SW Hybrid och viel Platz fir de Chauffeur an seg Passagier. Et se se gut angebaut an dene fichte Sitzer an hai hëlleft die Bret Mittelkonsole sech a schärfe Keieren mam Knei aufstepen ze kennen. A wie setzt den Lohannen dran? Gut, mat viel Platz fir Kneierkap. Och van de 500R SW Hybrid wie eng Limousin wirkt, so ass een Dach e Stationwagen, e Kombi, eng Karosserieform, dit leider haut net mi Südax gëtt. De Vierdeel ass, dats eng gros Heckklapp beluerde vun der Mall vun 530 bis zu 1780 Liter Ladevolumen vis-à-vis vun enger normaler Limousin, dawer filmmi liicht mecht. Peugeot also doch gut gelungen, den elektrische Motor an die erdstufig Automatik anzubauen, an so den Akku fir Tank a fir der hënnechte Axt zu placeieren. Wer dann sichlo fir allem Qualität vum Material, d'Erbestung Antisolation fir basenste Geräge geht, kann in de 500R SW Hybrid schon zu de Premium-Konkurrenten zielen. Den Undriff vum Peugeot 500R SW GT-Line Hybrid geht iwwer den 1,6 Liter Turbobenziner mat der Leestung vun 133 kW, 181 PS, kombinéiert mat engem Elektromotor vun 80 kW 110 PS. Bringt eng Systemleestung vun 165 kW 225 PS an den Drehmoment vun 360 Nm. An dat alles iwwer eng Erdstufenautomatik op die fichte Räder. Den iwwer 1,8 Tonn schwere Franzos ass mat dëssen Zëllen och sportlich an dynamischen NRW, sodass se Sprint vun 0 op 100 km/h an 1,2 Sekunden aufgeschloss ass, an seg maximal Vitesse laut Peugeot bei 240 km/h lädt. Seg elektrische Energie speichert eng 11,5 Kilowattstunde Gross Lithium-Ionen-Batterie vun 300 Volt. De mat Wirselstrom ephasig kann opgelöde ginn, seriemäßig bis zu 3,7 Kilowatt und optional bis zu 7,4 Kilowatt, wobei mir Orlo beim Oplöde sind. Und der normale Haushalt steigt aus 6,5 Stunden, bis der Bordcomputer für den 11,5 Kilowattstunden großen Akku 100%ig opgelöst soll sein. An den enger Wallbox ca. 3 Stunden. Sowohl in der Haushalt steckt aus sowie in der Wallbox konnte ich kein 100%ig Oplöden an diesen Zeiten erreichen.
Op langen Autobahnstrecken an der Stadt beim Stop and Go, aber beim viele Bremsen kann den iwwer den Speichermodus eurem frisch Energie elektrische Strom an sin Batterie oplöten, ohne de 508 SW-Hybrid und Steckdose zu henken. Regel zum Fuhren. Wann de lode Benziner an den Elektromotor zu Summe schaffen, fehlt sich der 508 SW-Hybrid genese sportlich jün wen ausgesät. Allerdings as dat des gute Ball e bisssen zuviel, weil mat senger Systemleistung vun 225 PS an segem Drehmoment vun 360 Nm könnte 508 SW-Hybrid ugedriven op den fichte Räder und sinn Grenzen. Am Stadtverkehr oder op der Landstroos huet den Elektromotor mat senger Leistung vun 110 PS genug Kraft fir dese Mittelklasskombi gut Rollen zu behalen. An noch mat enger maximal Vitesse vun 135 km/h an enger Autonomie vu bis zu 46 km, die Peugeot uget, waren mir an der Realität ungefähr 40 bis 45 km nëmmen am Elektromodus NRW. Ich kann ich aber soen, bei anderen Marken von Hybridmodellen an unserem Test wäret net besser. Sing Suspension vorweg firdert fir mich grabvoll zu straff, bietet aber op langer Strecken nach genug Komfort. Er bietet dem 508 SW Hybrid aber nach eng gelungen Dynamik iwwer dem Fuhren. Wer den Lo als kleine Vierdeel bei engem Plug-in Hybridauto afirhiewe kann ass, am alldeegliche Betrieb riecht die elektrische Autonomie für die meeste Chauffeuren nass. Muss ihn aber lo mit Großstrecke fuhren, kann ihn sich auch die Langzeiten für ihren Strom abzulöde spuren, wie hier an unserem Fall geht der Benzinsmotor beigeschaltet, fährt den aber am Hybridmodus weiter. Das flotzt as, dass ein Hybridundriff auch mit eitler Batterie nach Spursam kann sein. In unserem Test von ungefähr 400 km lochen wir bei einem Durchschnitt von 5 Liter Sprit auf 100 km, wobei der Franzos bei der Effizienz in alle Richtungen überzeugen kann. Diejenigen, die nicht auf den Spaß vom Fuhren verzichten wollen und dabei die Umwelt auch noch schützen wollen, die auf jeden Fall den Peugeot 508 Hybrid nicht vergessen.